Joho, habe die. Ja, heute gibt's nicht so viel, aber kurz ein bisschen was. Und zwar, genauso wie es in der Überschrift steht, das Tech-Zentrum. Schauen wir doch einmal rein. Ja, ich habe das jetzt bei mir schon gebaut. Das war erst die ganze Zeit schon verfügbar, hat nur keinerlei Funktionen gehabt. Ja, und deswegen habe ich es auch noch nicht hergezeigt. Aber ich habe mir heute ein wenig mal damit gespielt, wie das ausschauen kann und ausschauen wird. Und ein bisschen was funktioniert ja schon. Und das zeige ich euch jetzt einfach einmal schnell so am Sonntag, spät Nachmittag, spät auf die Nacht eigentlich schon fast. Ja, schauen wir da mal rein. Das da hier unten ist das Tech-Zentrum. Hat man vielleicht in den anderen Videos schon mal gesehen, wie das ausschaut. Ohnehin wird es so sowieso nicht ausschauen, weil die StarCraft Battle kann ich einfach nicht hernehmen. Für die Zukunft zumindest. So, ich habe es da schon mal aufgemacht und wir sehen mal, ganz normales Interface wie alle anderen Gebäude auch. Ähnlich wie in der Kaserne gibt es rechts herum ein Fenster, das mir anzeigt, wie viel XP, also quasi wie viel Erfahrung, wie viel Forschungsgut, das ich besitze. Problem momentan noch, dieses Forschungsgut lässt sich momentan noch nicht erfarmen. Weder durch Kampf noch sonst irgendwas. Das hat mir gerade in die Datenbank eingeschrieben, wo das später gespeichert wird. Und dann baue ich das einfach Stickerl für Stickerl, baue ich es im ersten Schritt in Kampf ein. Das heißt, für jede zertrümmerte Einheit im Kampf kriegt man XP. Man kriegt, glaube ich, sogar auch ganz geringfügig XP, wenn man einen Angriff ausführt. Selbstverständlich kriegt auch der Verteidiger XP, wenn er die Angreifertruppen zusammenhaut und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir überlegt, früher haben wir es so gemacht im Tech-Zentrum, dass XP auch über Zeit generiert werden. Ähnlich wie Rohstoffe und dass in der Stunde einfach, keine Ahnung, 30 XP erzeugt werden. Und ja, aber das ist mir irgendwie zu langweilig, keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das einbauen werde. Früher war es da so, je höher das Tech-Center ausgebaut ist, desto mehr XP pro Stunde hast du einfach gekriegt. Und irgendwie muss man dafür nichts tun. Und das ist einfach langweilig. Man soll ja auch irgendwie was tun dafür. Und zwar kriegt man wahrscheinlich, so habe ich mir das jetzt einmal ausgedacht, für jede Aktion, die du machst, wird ein Gebäudebau fertig. Baust ein Gebäude, ballerst du Raketen auf den Gegner. Lauter Sinne sagen, kriegst du geringfügig XP. Zwar so wenig, dass sich Spammen nicht wirklich rentiert. Das heißt, du schickst einen Angreifer, du hast 300 Space Marines da oder so und schickst 300 Angriffe hintereinander auf irgendeine Kolonie, bloß damit du die Standard-XP kriegst. Sowas wird es nicht geben. Das haben wir damals schon den Fehler gemacht und den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Du kriegst nur XP, wenn tatsächlich auch was passiert, beziehungsweise eine Aktion zu einem Abschluss kommt. Das heißt, die Raketen schlagt ein und wird nicht abgefangen vorher. Und lauter solche Geschichten. Sonst haben wir alles gehabt, Leute werden sie zusammen und ballern sie gegenseitig mit den Raketen über den Haufen und fangen die Sachen ab und so weiter und schirmen sie so gegenseitig XP zu. Das versuche ich so gut wie möglich zum Unterbinden, wenn das noch gerade irgendwie geht. Schauen wir mal, ich glaube, das kriege ich schon einigermaßen hin mit dieser in der Theorie, man kriegt nur XP für abgeschlossene Dinge. So, dann es funktioniert eigentlich doch schon mehr, als ich dachte, dass ich auf die kurze Zeit zusammenkriege. Und zwar, sämtliche Technologien haben alle Werte. Jetzt klappe ich das da einfach einmal auf, damit wir sehen, was passiert da überhaupt. So, wir haben da zwei Kategorien. Einmal die Kategorie Allgemein und einmal die Kategorie Lager und Logistik. Und wenn ich da drauf drücke, dann klappen die momentan verfügbaren Technologien, die ich mit dem Tech Center auf Stufe 2 kriege, auf. Es gibt nur eine Technologie mehr momentan, die ich schon hinterlegt habe. Das ist neben der Titan-Lagerlogistik und der Fermium-Lagerlogistik ist das nur Radon-Lagerlogistik und die kriegt man auf Tech-Stufe 3. Ob das nachher dann so bleiben wird, weiß ich noch nicht. Ist momentan bloß zum Testen, wird das alles richtig ausgelesen. Anhand von meiner aktuellen Tech-Center-Stufe wird das richtig ausblend, einblend, ist es mir erlaubt, die Sachen zu erforschen oder nicht. Ja, und dann kennen diese Technologien natürlich einiges, beziehungsweise die bringen wieder Werte mit, wie es andere Dinge im Spiel auch machen, wie zum Beispiel Truppen. So hat jede Technologie hat sein Icon, die habe ich noch früher aus dem Spiel, ein paar habe ich neu gemacht. Und dann haben sie natürlich einen Titel. Dann haben sie eine Maximalstufe, zu der man es ausbilden kann. Das ist beim Baumeister einmal Maximalstufe 5, wenn man da klar sagt. Ich hoffe, im Video sagt man es. Und die ganzen Lagerlogistik-Sachen haben wir mal Maximalstufe 10. Das kann ich alles wunderschön und super schnell in 5, 6 Zeilen in einer XML-Datei anpassen, wie diese Technologien ausschauen. Und das Schöne ist, eine hinzuzufügen, eine neue dauert genau 5 Sekunden. Das ist 5 Sekunden Arbeit für mich, plus die Arbeit, das dann ins Spiel zum Implementieren, was
diese Technologie für eine Auswirkung hat. Und da kommen wir auch schon zum nächsten. Jede Technologie hat eine Auswirkung. Ich versuche natürlich, den Titel so zu wählen, dass man am besten sofort weiß, was damit gemeint ist. Falls man es nicht hundertprozentig weiß, kann man da aufs Icon klicken, dann vor der Beschreibungstext aus. Den lese ich jetzt einfach einmal davor. Die Baumeistertechnologie reduziert die Bauzeiten von sämtlichen Gebäuden in dieser Kolonie zusätzlich zum Hauptquartier um 1% pro Stufe. Diese Beschleunigung steigt mit jeder Stufe weiter an und verkürzt die Bau- und Ausbaudauer. Ja, wenn wir es vielleicht aus dem Hauptquartier noch kennen, jede Stufe vom Hauptquartier, also so eine Grundfunktion, reduziert die Bauzeiten von allen anderen Gebäuden. Erst einmal die zum ersten Mal errichten und die zum Ausbauen später und das um XY%. Und genauso tut es zusätzlich noch diese, ich sage jetzt mal Billigtechnologie einfach, tut es der Baumeister. Ja, dann kann ich hergehen und was kann zum Beispiel Titanlogistik? Erhöht die Produktivität der Titanlagerlogistik und steigert die Kapazität des Titanlagers um 1% mit jeder weiteren Stufe. Zusätzlich zur aktuellen Titanlagerkapazität des Rohstofflagers. Das heißt, ich kann jeden Kanal quasi, also jedes einzelne kleine Lager von meinem Rohstofflager, Titan, Fermium, Radon, weiter ausbauen, als mir dieses Lager selber ermöglicht. Das heißt, wenn ich mein Lager auf der Maximalstufe 30 habe, dann komme ich nicht mehr weiter, außer ich mache das mit den Technologien. Und Technologien kosten natürlich auch was. Und da fangen wir da auf der rechten Seite, sehen wir das alles. Hoppala. Das ist zum einen einmal, jede Technologiestufe kostet Energie. Der Baumeister auf Stufe 1 kostet mir eine Energie. Die ganzen Überprüfungen haben auch schon drin. Das heißt, habe ich keine Energie mehr zur Verfügung, jetzt in dem Fall 1, was recht unwahrscheinlich ist, dann kann ich das Ding auch nicht ausbauen. Dann kommt eine Fehlermeldung, wenn ich drauf drücke, beziehungsweise was noch nicht geht, dann wird der Button einfach rot und es steht drin, du hast nicht genügend Energie oder du hast nicht genügend XP. Die ganzen Kosten werden auch schon richtig ausgelesen, da ist oder steckt genau dieselbe Kosten- und Dauerformel dahinter, wie es bei den Gebäuden auch der Fall ist. Das heißt, die werden nicht einfach dumm doppelt so teuer. Jetzt klappe ich da gerade was aus, was ich glaube ich auch noch nicht so ganz vorgestellt habe. Kommt aber gleich. Auf Stufe 1 kostet es zum Beispiel 15 und auf Stufe 2 kostet es dann nicht 30, sondern 35, 37, 38. Auf Stufe 3 kostet es dann schon so und so viel. Das heißt, da steckt überall eine Formel dahinter, die das proportional berechnet mit einem Multiplikatorfaktor. Und den kann ich nach Belieben später, wenn man mal sagt, so, oh krass, das Ding ist einfach zu teuer oder da braucht man zu lange, bis man das hat, das ist aber wirklich notwendig fürs Spiel, dann kann ich hergehen, kann das blitzschnell anpassen und die Kosten werden verringert und fertig. Oh, genau. Und auf der rechten Seite daneben sagt man, was die ganze Sache dauert zum Erforschen. Verhält sich wie bei einer Truppe, wie bei einem Gebäude, es dauert 3 Minuten. Und was ich nicht gedacht habe, dass ich heute schon schaffe, ist folgendes: Stufe 1 erforschen. Plupp. Und dann funktioniert das auch schon. Ja, läuft im Hintergrund ab, wird im Hintergrund auch schon aktualisiert. Das heißt, er pflanzt da automatisch die Technologie eine Stufe weiter nach oben. Haben auch sämtliche Überprüfungen drin, dass du da nicht irgendwelche Cheats machen kannst. Ich meine, da werden wir es mit Sicherheit, wenn sich da jemand auskennt, da brauche ich gerade bestimmte Kumpels von mir anschauen, die brauchen gerade 5 Minuten umeinander probieren, nehme ich an, und cheaten mir das ganze Spiel kaputt. Aber so ein paar Überprüfungen sind einfach drin, ob die Technologie zum Beispiel über die Maximalstufen hinaus ausgebaut werden möchte. Funktioniert natürlich nicht. Und so weiter und so fort. Ja, momentan ist es auch noch so, dass man mehrere Technologien gleichzeitig ausbauen kann. Was jetzt da noch nicht funktioniert, wie man sagt, es zirkt noch keine XP ab. Es gibt da noch keine allgemeine XP-Anzeige rechts herum. Die erscheint, sobald man das Technologiezentrum hat, und so soll das dann laufen. Und wenn man natürlich da drauf drückt, sollen sie die Kosten wieder aktualisieren. Beziehungsweise, wenn man irgendeinen Kampf abgeschlossen hat oder sonst irgendwas, wird das regelmäßig überprüft, hat man jetzt gerade XP generiert und bekommen oder nicht. Und ich sehe auf einen Blick, habe ich was zur Verfügung oder nicht. Ja, soweit so gut. Eine ganz kleine Kleinigkeit, die noch nicht funktioniert, jetzt da dynamisch, nachdem ich da drauf gedrückt habe. Der Prozentbalken verändert sich nicht. Da muss ich momentan nur das Tech-Center Nylon dazu. Deswegen klicke ich jetzt da einmal drauf, mache auf und dann sieht man, da ist so ein grüner Balken und da ist auch ein grüner Balken. Da sieht man einfach, das ist gerade im Ausbau. Und jetzt gehe ich einfach mal schnell in meine wunderschöne Datenbank hier und hauen wir mal die Stufen auf
Stufe 3. Sagen wir einfach mal, ich hätte einen Baumeister schon auf Stufe 3 gehabt. Dann gehe ich da her. Und dann schaut der Prozentbalken folgendermaßen aus. Die 3 blauen Stufen, das ist ähnlich wie bei den Rohstoffen rum, soweit bin ich einfach schon. Und die 4. Stufen wird momentan noch ausgebaut. Und dann habe ich einfach optisch ein bisschen den Blick so, ja, wie weit geht es denn eigentlich noch? Ja, kleine optische Spielerei, nicht unbedingt notwendig, aber passt schon. So, was gibt es ansonsten so zu sagen? Eigentlich nicht mehr recht viel, haben wir schon wieder bei 10 Minuten, 10,5 Minuten eigentlich. Jetzt erkläre ich noch ganz kurz, was ich da vorher gerade aufgeklappt habe, und dann schauen wir nochmal zurück, dann sehen wir auch gleich, dass das richtig abgeschlossen wird. Und zwar beim Ausbau habe ich neu gemacht. Ist da hier unten so ein kleines Dropdown-Fenster, Kosten und Dauer für alle weiteren Stufen. Ist jetzt, um das Gebäude weiter auszubauen, wenn ich da draufklicke, sehe ich, was in der Zukunft mir Stufe 3 kosten wird, Stufe 4, Stufe 5 bis in die Unendlichkeit, bis halt das Maximalstufe erreicht ist. Kann interessant sein, damit ich sage, so was kosten mir eigentlich die nächsten 3, 4, 5 Stufen. Ich meine, bis zur Stufe 30 werde jetzt keiner vorausplanen, aber die nächsten paar Stufen doch durchaus. Und mir wird natürlich auch gleich angezeigt, wie viele Rohstoffe habe ich da aktuell. Die neue 196 Titan habe ich zum Beispiel momentan schon und die Fermium noch nicht. Radon auf Stufe 3 habe ich schon. Dann weiß ich, okay, ja, passt. Allerdings sehe ich für die Kosten zur nächsten Stufe, sehe ich da herum ohnehin, aber die zur übernächsten und so weiter sehe ich erst da herunten. Ja, soweit so gut. Jetzt soll halt eigentlich das da auch schon abgeschlossen sein. Jawohl, ist fertig. Und wie in den anderen Interfaces auch, und das wird vorerst auch so bleiben, weil dieser immenser Aufwand ist, das kommt vielleicht so während der Alpha, dieses Interface aktualisiert sich jetzt nicht. Das heißt, da steht 3 von 5. Das Ding ist aber schon fertig. Theoretisch muss jetzt eine Aktualisierung passieren, dass da 4 von 5 steht und der grüne Balken verschwindet. Das ist aber technisch schwieriger, als ich mir das gedacht habe. Man kann aber dadurch auch nichts kaputt machen. Also es ist jetzt das Spiel nicht im Arsch deswegen. Man aktualisiert das einfach von Hand. Blub, geht in allgemein einer und dann sagt man, ich habe Stufe 4. Dann probieren wir doch gleich einmal schnell aus. Da haben wir schon einen kleinen Fehler wieder gefunden. Stufe 1 erforschen. Ja, ich mag nicht Stufe 1 erforschen, sondern Stufe 5. Das behebe ich gleich noch im Anschluss. Und wenn ich da jetzt drauf drücke, ja, deine Forschungsabteilung besitzt nicht genügend Erfahrung. Ja. Ja, und das lassen wir auch schon Schluss sein. Dann sollte man sehen, wenn das Ding funktioniert und die ersten 5 Technologien drin sind und auch schon Auswirkungen aufs Spiel haben. Das demonstriere ich dann beim nächsten. Und dann ist mit dem Tech Center eigentlich so wirklich der letzte Schritt gemacht, damit man tatsächlich ein Instrument, eine Grundbasis für Spiel hat. Sehr cool. Ja, dann darf mich natürlich interessieren, was ihr davon haltet und wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Bis dann. Servus.